Ja, grüß euch benannt und herzlich willkommen bei Was mi sakrisch narrisch macht, dem Metal-Kasper-Format, in dem ich mich über alltägliche Scheiße aufrede, um das danach ins Internet zu rotzen. Leute, ich bin, äh, ich bin ja sehr, sehr, sehr erleichtert gewesen. Nachdem ich die erste Folge dieses Formats hochgeladen habe, ist mir ein bisschen der Bammel gegangen. Wie kommt das an in der Community? Wie reagiert ihr drauf? Wird das abgewatscht? Und diese Bedenken waren Gott sei Dank absolut unbegründet. Es ist ein zu allergrößten Teil überwiegend positives Feedback, was ich gekriegt habe, was mich sehr gefreut hat. Und eure Kommentare unten drunter mit den einzelnen, mit euren Geschichten, was ihr so erlebt habt, hat mich schon sehr zum Schmunzeln gebracht und hat sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen. Heute, wir haben uns das letzte Mal Sitzplatzpiraten durchgenommen. Wir gehen auf ein ähnliches Thema. Ja? Wir gehen auf ein ähnliches Thema. Einige von euch werden sich schon denken, weil ich auf diverse Kommentare diesbezüglich geantwortet habe. Und zwar, im Endeffekt sind es menschliche Absperrschranken. Leute, die aus, ich weiß nicht, ich muss denken, wahrscheinlich Dummheit, einfach brunzdeppert im Weg umeinander stehen. Und ich habe euch da wieder ein wunderschönes Bild rausgesucht, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Ich weiß, der Mann steht streng genommen in der Situation nicht, aber zwar angenommen, ihr kommt von der Tür hinter dem guten Herrn, ne, und wollt da durch und der steht da, weil er durch die Tür durch ist und danach, keine Ahnung, irgendwie die Orientierung verloren hat und stehen geblieben ist. Wie ein Maultier, das nicht mehr weiter will. So ein Ding ist es. Und das gibt's einfach viel zu oft. Ich kann das Haus nicht verlassen, ohne über irgend so einen Deppen zu stolpern. Literally. Bitte gerne geschehen, liebe Shuyoka. Über so einen Deppen zu stolpern, der irgendwo deppert im Weg umeinander steht. Und die Möglichkeiten, wie deppert man im Weg umeinander steht, man möchte nicht glauben, dass es die Leute tatsächlich hinkriegen. Es war jetzt natürlich auch der perfekte Dezember, war der perfekte Monat für die Kollegen. Ja, erstens, da trauen sich dann auch wirklich die allerletzten Kellerkinder wieder raus aus der Butze, weil irgendwie, man muss sich ja noch 1, 2 Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt in die Rübe schütten und dabei vielleicht noch ein bisschen den Leuten auf den Sack gehen. Und das könnte so einfach sein. Weißt du, wenn man so ein bisschen sich seiner Umgebung bewusst ist, vielleicht sich denkt, oh Leute, befinde mich hier in der Öffentlichkeit, ja? Ich bin nicht der Einzige, der unterwegs ist hier und ihr könnt jetzt vielleicht einmal drauf schauen, wo stehe ich eigentlich? Ist das schlau? Müssen da Leute durch? Ja? Und vielleicht auch dann in so einer Situation nicht unbedingt aufs Handy glotzen. Ja, also wenn ich sage, ich brauche 5 Minuten irgendwie, weil ganz was Wichtiges auf dem Handy ist, dann kann ich einen Schritt auf die Seite gehen. Nein, natürlich nicht. Weil, wir haben es bei den letzten Leuten auch schon gemerkt, so in den letzten Jahrzehnten ist es immer schlimmer geworden, die Leute sind zu saudämlichen Egoisten erzogen worden und es ist abartig. Stellenweise musst du ja mit den Leuten noch das Diskutieren anfangen, ne? Also, mir ist es neulich wie so oft mal wieder passiert, ich gehe in den Supermarkt rein und Supermarkttüren sind ja eigentlich breit, ne? Die gehen auf, da hast du richtig Platz. Und dann waren da wieder 2 alte Weiber, die eine ist gerade raus aus dem Supermarkt, die andere ist gerade rein in den Supermarkt, man hat sich kennt, ne? Und wo bleibt man stehen zum Ratschen? Beide mit Einkaufswagen? Richtig, genau mitten im Eingang vom Supermarkt. Und es haben sich andere Leute an denen schon vorbeigezwängt und die haben einfach nicht dergleichen getan. Ich weiß nicht, ob sie das nicht gemerkt haben, weil sie so sehr in ihrem offensichtlich fürchterlich wichtigen Gespräch vertieft waren. Oder ob es einer wurscht war. Und wenn man dann da hingeht und sagt, Entschuldigung, könnten Sie mir bitte durchlassen, Sie stehen da ein bisschen im Weg umeinander, dann wird man
angepflaumt, ja, also wirklich sehr, sehr freundlich darauf hinweist, hey, Entschuldigung, ist gerade ungünstig, wenn Sie da stehen. Ja, anstatt dass man dann sagt, ah ja, Entschuldigung, haben wir nicht mitgedacht, ne? Wir stellen uns jetzt hier ein bisschen auf die Seite, es ist genügend Platz da und ratschen da. Dann sagt ja auch keiner was. Aber dann, ja, bla 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 und auch da wieder diese Umkehr, dann jetzt wieder so hingestellt, wie wenn ich das Arschloch in der Situation bin. Und man denkt, Leute, es kann doch so schwer auch gar nicht sein. Also, wie gesagt, Supermarkt ist wirklich wie ein Zoo für diese Leute. Du siehst sie immer. Ne? Also, immer wenn du da reingehst, neulich, da haben sie irgendwo Regale aufgefüllt. Großer Supermarkt, breite Gänge. Auf der einen Seite standen halt Waren, die halt in die Regale geräumt werden sollten. Und die standen auf einer Fläche von 2 Quadratmeter vielleicht, aber so, dass man noch easy vorbeikommt. Und da, wo man easy dran vorbeikommen könnte, steht irgendein Dulli mit seinem Einkaufswagen, glotzt auf sein Handy. Einen Meter weiter vorne oder einen Meter weiter hinten, überhaupt kein Problem. An die Seite geh vom Regal. Gut, dann steht man vielleicht nur deppert in der Gegend umeinander, wenn zufällig jemand genau an der Stelle vom Regal was rausnehmen will. Aber in die Luft auflösen können sie sich nicht und irgendwo, ne, muss man natürlich auch Kompromisse machen dann. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich da jemandem auf den Sack gehe, wenn ich gerade den 1 Meter Regal besetze, ist er deutlich niedriger, als wenn ich den kompletten Gang dicht mache. Und warum? Einfach weil es kann, weil es mir gerade scheißegal ist. Ja? Ob jetzt da andere Leute irgendwie durchkommen oder nicht, ob das dann, ne? U-Bahnen. Leute, es ist unfassbar. Da hast du zweierlei egoistische Vollidioten-Typen. Das eine sind die gehen aus der U-Bahn raus oder dann später bei der Rolltreppe. Ja? Entweder, wie gesagt, direkt an der U-Bahn-Tür oder am Ende der Rolltreppe wird stehen geblieben. Ja, es kann, wenn man in einer fremden Stadt ist, vielleicht einmal Problem sein, sich dann zu orientieren, wo muss ich hin, aber auch da ist immer reichlich Platz. Also da kann man auf die Seite gehen, kann schauen, ah, da, das Schild zeigt zu der und der U-Bahn-Station, da muss ich hin. Ne? Und nein, es wird genau da stehen geblieben. Dass entweder dann die Leute nicht mehr raus können, die hinter einem aus der U-Bahn aussteigen wollen, oder die anderen Leute nicht mehr reinkommen, oder die Leute hinter einem auf der Rolltreppe halt einfach in einen reingeschoben werden. Und natürlich, wenn ich da oben stehen bleibe als Depp, ne, wo die Leute dann von der Rolltreppe in mich reingeschoben werden, drehe mich nicht um und sage, oh, Entschuldigung, bin ja da dort stehen geblieben wie der allerletzte Horst. Ich hoffe, es ist nichts passiert, sondern nein, 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 nein. Dann dreht man sie um und dann wird erstmal richtig losgelegt, was den Leuten einfällt, dass sie da reinrumpeln. Wo wir bei Rolltreppen sind, Leute, die deppert im Weg umeinander stehen. Es kann nicht so schwer sein, rechts stehen, links gehen. Stellt euch auf eine Seite von der Rolltreppe. Und die Leute, die es eilig haben, lasst sie halt durch. Es ist doch nicht zu viel verlangt. Auch Rolltreppen sind breit genug gebaut, dass 2 Leute normaler Statur, jetzt nicht so wie er hier, aber nebeneinander da gehen können. Und die einen haben es vielleicht eiliger, weil sie, keine Ahnung, im Berufsverkehr sind und oder noch irgendeine Anschlussbahn erwischen müssen. Und die anderen haben vielleicht alle Zeit der Welt, weil sie gerade im Urlaub sind oder sonst irgendwas. Dann stellt euch halt so hin, dass links von euch noch Leute durchkommen. Na, ich verstehe es nicht. Wie gesagt, am Weihnachtsmarkt, es gibt genügend Buden, wo es die hinstellen kannst, wo sie Tische aufgestellt haben, wo man sich stellenweise hinsetzen kann. Man muss nicht mitten da, wo alle Leute gehen wollen, stehen bleiben. Ich verstehe auch nicht warum, weil es ist ja viel interessanter bei anderen. An den Buden selber. Ich sehe ja nichts. Ne? Ich stehe da eigentlich nur dann deppert rum. Und
wie gesagt, das ist bei allen möglichen Veranstaltungen dann auch so, wenn es Marktwochenende in der Stadt hast oder so. Die Leute gehen an diesen Marktständen vorbei und wenn sie irgendwas sehen, was sie interessiert, es wird eh schon geschlichen auf diesen Märkten. Ne? Also, weil die Auffassungsgabe von den Leuten offensichtlich nicht die beste ist. Wenn sie dann irgendwas sehen, was sie interessieren könnte, anstatt dass man dann zu diesem Stand hingeht, ne, und vor diesem Stand steht und sich das als genauer anschaut, bleibt man einfach mitten im Weg stehen und glotzt. Und die Leute hinter einem entweder müssen stehen bleiben oder sie rumpeln in einen rein. Es ist mir schon wirklich passiert, dass Leute wirklich so abrupt stehen geblieben sind, dass ich einfach hinten rein gestolpert bin. Und dann ist das Geheule natürlich auch wieder groß. Ich kann es einfach nicht mehr nachvollziehen, warum Leute so sind. Was für eine nach mir die Sinnflut-Mentalität muss ich an den Tag legen, damit ich nicht checke, dass ich gerade einfach nur ein Hindernis für alle anderen Menschen bin, die hier sich im öffentlichen Raum ebenfalls bewegen wollen. Und dies vielleicht auch mal, keine Ahnung, mit ein bisschen Geschwindigkeit machen wollen, weil sie entweder dringend wohin müssen oder weil alles stressig ist oder was weiß ich. Ne? Es kann ja immer mal sein. Und man muss sich doch nicht unnötig auf die Eier gehen, indem man sich einfach wirklich die absolut dümmsten Stellen aussucht, um sich dahin zu platzieren, offensichtlich mit dem Gedanken, hahaha, schauen wir mal, ob da einer durchkommt. Richtig. In diesem Sinne, Leute, passt ein bisschen auf, nehmt ein bisschen Rücksicht auf die Leute um euch herum, ne? Und stellt euch nicht brunsteppert irgendwo mitten in den Weg rein. Seid nicht diese Menschen. Tut nicht, was Rainer tut. Und mehr Love.